Willkommen hier in der Redestelle. Ich bin Alfred Schwarz und ich spreche mit klugen und kompetenten Menschen über wichtige Themen unserer Zeit. Und heute geht es um den Iran, der ja kurz nach dem Krieg mit Israel im weltpolitischen Fokus steht. Aber es geht natürlich auch um die Situation im Iran selbst, über das Mullah-Regime und ob es eine Hoffnung gibt, dass dieses Regime zusammenbricht und eine demokratische Entwicklung im Iran vielleicht doch möglich ist. Von meiner eigenen Familie 10 Personen hingerichtet worden. Der erste war mein Bruder, er war 19 Jahre alt. Meine Cousin, Cousine, 2 Brüder von meinem Mannes und die Großmutter von meinem Sohn und. Sie haben alle hingerichtet worden. Und der letzte war mein einziger Sohn, Rahman. Darüber spreche ich heute mit Frau Masumeh Bolurci. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Ja. Sie sind Repräsentantin des sogenannten Nationalen Widerstandsrates des Irans in Deutschland. Was das ist, darüber werden wir jetzt dann gleich reden. Aber zunächst möchte ich Sie fragen, was ist denn Ihre persönliche Geschichte? Sie stammen aus einer iranischen Familie und daher möchte ich Sie fragen, wie Sie selbst zum Widerstand gegen das Mullah-Regime gekommen sind und was Sie selbst im Iran erlebt haben. Ich habe mich mit diesem Widerstand in 1977 verbunden. Damals war dieser damalige Diktator Schah im Iran. In der Zeit bin ich Studentin gewesen. Ich habe Medizin studiert und habe ich mein Studium als Generalist 1981 fertig gemacht in Tehraner Universität. Und natürlich bin ich seit längerer Zeit in Universität mit Studentenbewegung für Freiheit und Demokratie im Iran. Und damals haben wir gedacht, ja, können wir durch unsere Arbeit, Demo und so weiter eine richtige Demokratie im Iran bringen. Aber als Khomeini kam, nach einiger Woche, wir haben gesehen, das ist falsch. Dieses Regime ist ein fundamentalistisches Regime und sie möchten gerne nur seine Macht haben, egal welche stattfindet für seine eigene Bevölkerung. Keine Meinungsfreiheit, keine Religionfreiheit und nur eine Partei, das heißt Hezbollah, auch im Iran und nichts anderes. Für uns als Frauen kommt zuerst diese, wie sagt man, diese gezwungene Hijab. Und obwohl ich selber Muslim bin und ich trage Kopftuch gerne, aber ich bin daran überzeugt, dass jede Frau und jeder Mensch darf und soll selber entscheiden, was sie oder er will. Und deswegen haben wir damals eine große Demo gegen diese, wie sagt man, gezwungene Hijab, veranstaltet, weil unsere Kolleginnen in der Universität, unsere Familie, viele nicht Kopftuch oder solche Hijab getragen haben. Und deswegen seitdem, das heißt Anfang dieser Revolution, unsere Kritik gegen diese Mullahs angefangen wurde. Und natürlich in diesem, in dieser Geschichte, wir haben mehrere unserer Schätze verloren. Von meiner eigenen Familie 10 Personen hingerichtet worden. Der erste war mein Bruder, er war 19 Jahre alt, er war Student, er wurde verhaftet 1981
und sehr brutal gefoltert wurde und dann hingerichtet. Aber weil er an Demonstrationen teilgenommen hat oder welche Art von Ja, Widerstand ja, war weil denn damals möglich? Ja. ja, er hat in Demonstrationen teilgenommen hat. Er hat versucht, mehrere Broschüren und Zeitungen und so weiter gegen das Regime, wie sagt man, im Zu Teheran, in verteilen, ja. Bagdad verteilen und so weiter. Und das war eine sehr große Schuld für jeden Mensch, das andere Meinung als Sympathisanten von Volksmujahedin oder andere Idee haben. Und danach kommt auch, jeden Monat würde schärfer diese Aggression, diese Repression. Und im Juni 1981, dieses brutales Regime hat sehr aggressiv diese große Demo im Iran, etwa 500.000 auf der Straße gekommen sind, gegen Khomeini damals. Und diese Revolutionsgardisten und die anderen, Basiji und so weiter, sie haben sehr aggressiv, aber unter dem Befehl direkten Befehl von Khomeini. Sie haben geschossen, unschuldige Studenten, Studentinnen, Schülerinnen, die auf der Straße demonstriert haben. Viele Hunderte auf der Straße geschossen wurden. Danach auch eine Reihe von Hinrichtungen kommt. Und natürlich meine Familie auch, wie so viele Familien, die im Iran waren. Wir konnten nicht dieses fundamentalistisches Regime, dieses brutales Regime tolerieren. Deswegen haben wir unsere Arbeit weitergemacht und auch den Preis bezahlt. Meine Cousine, zwei Brüder von meinem Mannes und die Großmutter von meinem Sohn und. Sie haben alle hingerichtet worden. Und der letzte war mein einziger Sohn, Rahman. Und wann war das? Es war Das war auch 1. September 2013. Er wurde in einer Gruppe, es waren 52 Mann und Frau. Sie wurden attackiert durch die militärische, wie sagt man, Revolutionsgarden, nehme ich an, heißt das. Ja. und ermordet wurden. Ich möchte ein Buch Ihnen zeigen. Es ist in dieses Buch besteht 20.000 Märtyrer, Martis, ja. Mhm. Wenn Sie sehen, die Foto von denen. Man sieht von verschiedenen Schichten, von den Namen von denen. Das heißt, gucken Sie mal, 20.000 unschuldige Menschen hier. Und wir sind jetzt in einer bestimmten Zeit. In 1988, in der Zeit, das war im Juli, 30.000 unschuldige Menschen im Gefängnis umgebracht wurden. Das war das große Massaker, das ja sozusagen wirklich das Trauma auch ja. im Iran ist. Ja. Mhm. Genau, es ist ein Genozid. Und durch einen Bericht, was Professor Javid Rahman letztes Jahr veröffentlicht hat, bei UNO, diese Massaker als Genozid anerkannt wurde. Das ist ein Buch, das der Name von 5.000 von denen in der Liste ist und der Ort von denen, der Name von denen hier. Die Zeit ist sehr knapp. Ich kann nicht alle diese Geschichte Ihnen zeigen,
Aber diese Geschichte von, wie sagt man, Widerstand, soll ich sagen, noch weiter ist, bis Beseitigung dieses Regimes. Deswegen, als dieser Krieg angefangen wurde, 13. Juni dieses Jahr, manche haben gedacht, das ist ein Krieg, etwas neu, aber dieses Krieg, ein Krieg zwischen der iranischen Bevölkerung gegen dieses Regime, fast 46 Jahre, wie sagt man, bis jetzt dauert und weiter ist. Und der wichtige und Hauptkrieg ist zwischen der iranischen Bevölkerung und dieses Regime. Der Hauptkrieg ist das. Der andere ist, wie sagt man, ja, kann etwas als eine Bedrohung sein. Wir sind ja jetzt, davon sprechen Sie auch, in der aktuellen Lage dieses 12-tägigen Krieges zwischen Iran und Israel mit Unterstützung der Amerikaner. Ja. Und daher, was hat denn das für eine Auswirkungen? Hat das die Auswirkung, dass die Repressionen derzeit stärker werden oder ist das Regime geschwächt? Es gibt da sehr viele Spekulationen im Westen und man weiß es nicht. Daher möchte ich Sie fragen, wie denn die Lage etwa ist. Jetzt das iranische Regime befindet sich in seinen schwächsten Phasen seit 4 Jahrzehnten. Seine stellvertretenden Milizen wie die Hisbollah, die Houthi oder die irakische schiitischen Milizen sind sehr schwach geworden. Im im Iran verschärfen sich Wirtschaftskrise, Armut und auch wirtschaftlicher Vertrauensverlust. Um diese Schwäche zu verbergen, versucht das Regime, sein Volk noch brutaler zu unterdrücken. Kontrollposten in Städten und auf Straßen sollen Proteste verhindern. In nur 2 Wochen fast 900 Menschen verhaftet und viele Hinrichtungen vollzogen. Was bedeutet das jetzt für die Bevölkerung selber? Unter diesen Repressionen, die Sie erzählen, ist ja ein Widerstand, dass man jetzt auf die Straße geht und massenhaft demonstrieren, wahrscheinlich noch schwieriger als vorher. Also wie könnte es denn funktionieren, dass die Opposition etwas erreichen kann auch? Ja, das Regime versucht, Rache an der Bevölkerung zu nehmen. Am Mittwochmorgen, vorgestern, am 16. Juli, haben die Henker im Gefängnis Qezel-Hesar den politischen Gefangenen Said Masuri gewaltsam aus dem Zellenbereich geholt. Said Masuri seit 25 Jahren ist im Gefängnis. 25 Jahre. Ohne auch nur einen einzigen Tag Hafturlaub. Nach heftigen Protesten der Mitgefangenen wurde er vorübergehend zurückgebracht. Aber Behörden haben gesagt, ihn bald gewaltsam an einem anderen Ort zu bringen. Und die, wie sagt man, Gefangenen gestern in einem öffentlichen Brief geschrieben haben, diese Entführung unter dem Vorwand einer, wie sagt man, Vorlegung betrifft nicht nur Said Masuri, sondern auch andere Personen. Er hat auch selber einen offenen Brief geschrieben an alle die Menschen in der ganzen Welt und er hat beschrieben, genau wie es 1988 stattgefunden ist, was ich das Buch Ihnen gezeigt habe. Ja. Und er hat gesagt, aber es darf nicht in dieser Zeit, 2025, so sein. Muss die Welt diesmal hören, dass ein Verbrechen geschieht und dass es Widerstand dagegen gibt. Das heißt, dieser Widerstand noch schärfer, wie sagt man, weiter gemacht wird, obwohl das Unterdrückung auch schärfer wird. Wie kann denn dieser Widerstand funktionieren?
weil sie machen Appelle an das Ausland, an den Westen. Das ist ein eigenes Thema, wie Westen und die USA prinzipiell zu dem Iran stehen über die Jahre Ja, hindurch. Aber eine Revolution oder eine Änderung kann ja letzten Endes nur aus dem Inneren passieren, nehme ich natürlich, an zumindest. Ja. Und natürlich. daher fragen es viele Leute, man Ja, kann von außen Druck ausüben mit Sanktionen, alles möglich, aber letzten Endes, wie kann das denn funktionieren? Kann das sein, dass da Massendemonstrationen sind und das Regime gibt auf? Oder kann das ein Bürgerkrieg sein? Wahrscheinlich kann man das nicht so genau sagen, aber irgendwelche Überlegungen ja. müsste es ja geben. Ja, eine gute Frage. In den letzten 7 Jahren gab es 5 landesweite Aufstände. Jede davon hat über 150 Städte erfasst und das ganze Land erschüttert. Das Regime hält sich heute nur noch durch mehr Hinrichtungen und mehr Repression an die Macht. Das heißt, diese Unzufriedenheit und was man sieht, so viele Sitzestreik überall in ganz Iran, ergänzt wird mit Widerstandseinheiten. Was heißt dieser organisierte Widerstand im Iran? Diese Widerstandseinheiten bestehen aus kleinen Gruppen und sie greifen Zentren der Repressions- und Symbole von Diktatur und Hinrichtungen an, zum Beispiel durch das Verbrennen von Propagandaplakaten und so weiter. Und diese Gruppen sind der Motor der Aufstände. Und in alle diese, wie sagt man, 31 Provinzen, es ist nicht nur eine Aussage von uns als iranische Opposition, sondern mehrere Mal Khamenei und seine, wie sagt man, Behörden mehrere Mal gezeigt, in alle diese 5 große Aufstände, dass dahinten alle diese Aufstände sind Volksmudjahidin und diese Opposition. Sie haben mehrere Leader, das heißt die Personen, die vorne organisieren diese Personen und diese können weitermachen. Und deswegen diese IRGC, diese Revolutionsgardisten und die anderen militärischen Kräfte von Mullahs ab und zu bestätigen die Rolle von iranischer Opposition, der organisierte Widerstand, nationale Widerstandsrat Iran. Na gut, Sie sind Teil des iranischen Widerstandsrates des Iran und ein Teil davon sind ja die sogenannten Volksmudjahidin, von denen Sie auch sprechen. Jetzt Ja, ist so, in meiner Studentenzeit, das ist schon einige Zeit jetzt her, hat es auch ja, sehr viele iranische Studenten in Wien gegeben, die auch, das war damals noch unter dem Schah, und die viel demonstriert haben und die haben auch immer unterstützt die Volksmudjahidin, aber das war damals eher so eine bewaffnete Geschichte. Also da hat das Symbol, das Gewehre gegeben, also die Volksmudjahidin kommen ja aus einer bewaffneten Tradition. ja. Es ist so, Wie schaut denn das heute aus? wir haben mehrere Mal gesagt, wenn die Organisationen oder die Bewegungen im Iran, besonders Volksmudjahidin, sie wollen nicht und das Geschichte zeigt das, dass wir am 1979 bis 81, wir haben nur demonstriert. Wir haben nur demonstriert und versucht durch Dialog und durch, wie sagt man, diesen Weg, unsere Wille und unsere Ziele zu zeigen. Aber das besteht auch im UN-Charta, dass jede Bevölkerung kann sich verteidigen von einem Diktator. Und deswegen die Volksmudjahidin oder die anderen Bewegungen, egal im Iran oder die anderen Länder, sie haben das Recht, das wir verteidigen. Und deswegen unsere Aufforderung ist an die ganze Regierungen und auch Parlament und so weiter, dass diese Widerstandseinheiten im Iran anerkannt werden, seine Arbeit. Das heißt, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie versuchen,
durch seine Arbeit Mut zu geben mit Menschen. Durch die, zum Beispiel, wenn die Plakate gebrannt wird von Khomeini, Raisi und die anderen Personen von diesem Regime, die Personen, die unter Druck gesetzt werden im Iran, Mut bekommen und sie können weiter daran arbeiten. Wenn wir noch einmal auf die konkrete Situation zu sprechen kommen, der Krieg hat ja begonnen unter dem Vorwand oder unter dem sozusagen richtigen Grund von Israel in der Frage der möglichen Atombombenproduktion des Iran. Ja. Wie steht denn die Bevölkerung prinzipiell zu der Frage der atomaren Aufrüstung oder der Bemühungen im Iran, die Atombombe zu haben? Und wie steht auch die Bevölkerung zu Israel? Atomare Aufrüstung bringt nur Krieg für die Menschen. Das sagen die Leute. Jede patriotische und demokratische Iraner ist gegen atomare Rüstung im Iran. Die Behauptungen des Regimes, Atomenergie ist nur, das sagt, Atomenergie nur friedlich nutzen zu wollen, sind Lügen. Denn Iran hat riesige eigene Energiequellen und braucht das nicht. Und deswegen, ich meine, die iranische Bevölkerung einfach, sie wollen das nicht, atomare Rüstung. Sie sagen irgendwo nach diesem Krieg oder inzwischen mehrere Interviews mit iranischer Bevölkerung in Universität oder irgendwo gemacht wurde, auch von iranische Fernsehsendungen auch gezeigt wurde. Sie haben gesagt, wir wollen das nicht, diese atomare Rüstung. Wir wollen unser eigenes Leben verfolgen. Und deswegen, das, was das Regime gemacht hat, ist für seine Macht. Kommen wir noch einmal zum Terror zurück. Und zwar, es gibt natürlich den Terror, wie Sie das erzählen, gegen die Opposition, aber gibt es auch diesen alltäglichen Terror, also jemand, der zum Beispiel nicht unbedingt jetzt in der Opposition ist, gibt es sowas wie den alltäglichen Terror? Ich habe vor kurzem im Fernsehen gesehen, das war so ein Bericht, da war eine Frau im Auto und die ist bei einer Kreuzung stehen geblieben und hat kein Kopftuch gehabt. Und neben ihr bleibt stehen jemand am Motorrad, also offenbar jemand von der Revolutionsgarde, und beschimpft diese Frau, ja, dass sie sozusagen ungläubig ist und dass eine Verräterin ist und das Kopftuch aufsetzen muss. Und diese Frau gibt aber nicht klein bei, sondern sie blafft ihn an und sagt, das geht dich überhaupt nichts an, hau ab einfach. Ja? Also das hat sozusagen jetzt für mich symbolisch so ein bisschen auch gezeigt, dass es auch diese alltäglichen Terror gibt, aber die Frauen doch eher in manchen Bereichen sehr selbstbewusst sind. Das heißt, können Sie etwas erzählen über den alltäglichen Terror und wie das sozusagen für die Menschen dort ist? Ja, eine gute Frage, weil diese Methode von Mullahs ist so, dass eine Terror für die ganze einfache Bevölkerung bringen. Für Hijab, Kopftuch oder andere, für die Menschen Alltag. Und versucht eine Atmosphäre bringen, dass die Personen für alle seine, wie sagt man, Lebensfreiheit Frage stellen oder begrenzt werden. Und dadurch versucht, dass die Personen im Minimum, wie sagt man, seine Wille dass sie klein gehalten werden, unterdrückt werden. Genau. Ja. Was die Mullahs gemacht hat, ist gegen die Frauen. Warum? Weil die einfach halbe von Einwohnern sind die Frauen. Wenn die Frauen so grausam unterdrückt werden, dann die Familie daran sich beschäftigen. Wenn die Tochter oder die Frau, wie sagt man, festgenommen wird, in Gefängnis gebracht wird, dann die Familie ist beschäftigt und sie können nicht ihre Hauptforderung bei Arbeit oder in Universität oder so auf den Tisch bringen. Aber dieser Weg, das Regime seit Anfang hat in seine, wie sagt man, seine Machthaber
hat gebraucht, hat nicht Erfolg bekommen. Im Gegenteil, die Frauen im Iran jetzt in erster Linie von Widerstand sind. Sie haben bestimmt viele Interviews gemacht mit Frauen und so gesagt wird, tapfere Frauen im Iran. Woher kommt das? Natürlich, sie haben auch einen Widerstand. Es kommt nicht von gestern bis heute. Einen Widerstand, wenn ich dieses Buch Ihnen gezeigt habe, Ja. ein Drittel oder ein halber von denen sind die Frauen, die im Gefängnis waren. Sie haben Widerstand geleistet, sie wurden ermordet, aber die nächste Generation hat noch weitergemacht. Das heißt, diese tapfere Frauen, junge Frauen, die jetzt auf der Straße sind, sie haben Vorbild. Bei uns, iranischer Widerstand, unsere Vorsitzende sind Frau Mariam Rajavi ist eine Frau, die leitet diesen Widerstand mit einem 10-Punkte-Plan. Das heißt, und auch eine große Zahl von Frauen, die in diesem Widerstand arbeiten, zusammen, sehr enge Kontakt mit allen Frauen im Ausland, auch unsere Familie im Inland. Bei uns gibt es, wie sagt man, keine Unterschiede zwischen diese Frau oder andere, mit Kopftuch oder der andere, diese Religion oder andere Religion, sondern was bei uns wichtig ist, ist Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit. Das ist die wichtigste. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema, Sie haben selbst angeschnitten, über Ihre Organisation, den iranischen Widerstandsrat im Ausland. Ja, Sie sind in Deutschland. Jetzt zwei Fragen. Einerseits, was können Sie vom Ausland aus, von den verschiedenen Ländern aus bewirken, also in den Iran hinein bewirken? Und die zweite Frage ist, man hört auch immer, dass Oppositionelle wie Sie oder auch andere auch im Ausland von iranischen Agenten oder wie auch immer verfolgt werden. ja. Also ist das sozusagen eine persönliche Bedrohung und wie können Sie denn persönlich damit umgehen? Sie haben recht. Vor 2 Wochen, wie immer, in eine von denen in Hamburg Verfassungsschutz, sie machen immer jedes Jahr einen Verfassungsschutzbericht, jedes Land, wie bestimmt auch in Österreich. Und sie haben sehr genau, wie sagt man, erzählt, wie die Mitglieder von dieser Hauptopposition, Nationale Widerstandsrat Iran, sind in Zentrale von Bedrohung von diesem Mullah-Regime spioniert werden und auch, wie Sie wissen, immer, wie sagt man, das Regime versucht, bestimmt nicht allein sie im Ausland, sondern auch ihre Familie im Iran, wie sagt man, Zu verfolgen, ja. Mhm. genau. Und ab und zu bekommen wir von Inland die Berichte von unserer Familie, die sie aufgerufen wurden zum Gefängnis, zum Geheimdienstministerium im Iran und so gesagt wurden, sagen Sie Ihre Tochter, Ihre Sohn, Ihre Familie, dass sie nicht im Ausland aktiv gegen uns arbeiten. Und sie sagen, sie sind seit fast 30 Jahren, mehr oder weniger, im Ausland. Wir können nicht Order machen, dass sie das machen oder nicht. Sie sind frei. Aber natürlich diese Bedrohung, Inland und Ausland, immer weiter ist. Aber natürlich viele von uns, wir haben nie, wie sagt man, unsere Arbeit, wie sagt man, weniger gemacht haben, sondern machen wir weiter, Ja. weil unsere Aufgabe ist, dass wir sind nicht im Ausland wegen unserer Arbeit, wegen unserem Leben. Nein, wir sind nicht, wir sagen ja, wir sind politische Flüchtlinge, obwohl jetzt nicht Flüchtlinge, sondern weil ich selber mehr als 40 Jahre, dass ich im Ausland bin, aber
Ich habe gefluchtet, weil ich nicht im Iran Freiheit gehabt habe. Obwohl ich als Ärztin dort gearbeitet habe und so weiter, konnte auch im Ausland alles haben, in einem guten Niveau und so weiter, aber ich wollte nicht, ich glaube auch Tausende so denken. Und deswegen ist unsere Arbeit weiter aber was machen wir? Wir versuchen, Sie wissen, dass seit längerer Zeit, haben bestimmt recherchiert, weil Sie am Anfang gesagt haben, in Ihrer Studentenzeit, Sie Ja, haben eine Geschichte, haben Sie gesagt, unsere Arbeit als Widerstand zu leisten, ist nicht seit 20 Jahren oder 30 Jahren. Ich habe kurz erzählt Ihnen, wann hat angefangen. Wir haben versucht, diese grausamen Menschenrechtsverletzungen veröffentlichen im Ausland, weil im Iran ist eine sehr grausame Zensursituation. Zum Beispiel 1988, dass so grausame Massaker stattgefunden ist. Damals niemand wusste in der Welt, obwohl der Vorsitzende von Nationalen Widerstandsrat Iran damals, Herr Massoud Rajavi, hat einen Brief an UN, an Amnesty International und so weiter geschrieben hat über diese Massaker. Aber viele haben nicht bemerkt. Damals war nicht dieses Kommunikationssystem, Social Media oder anderes, dass man einfach kommunizieren kann. Und, aber jetzt versuchen wir sofort alle Berichte aus dem Iran rauszubringen, durch unsere Quelle, unser Netz und dann im Ausland veröffentlichen. Ja. Warum? Nur durch, dass die Personen wissen, natürlich ist einmal Info zu geben. Aber es ist so, weil dieses Regime hat versucht, mehr als 40 Jahre eine große Rückhalt von Westen bekommen. Wirtschaftliche, wie sagt man, Interesse, was die Westen an die Iran gehabt haben. Und leider alle diese Aussage, dass wir eliminiert haben, dass das Regime ist ein gefährliches Regime, ein fundamentalistisches Regime. Leider, sie haben nicht zugehört. Und noch dieses Regime, mit diesem Regime weiter und weiter und weiter gearbeitet. Unsere Organisation, Nationale Widerstandsrat Iran, hat im Jahr 2002 die atomare Rüstung von Mullah veröffentlicht in Washington DC. Wir waren die einzige Organisation, unsere Quelle von dieser Veröffentlichung. 2002, wir sind jetzt 25, das heißt fast 23 Jahre. Schritt zu Schritt haben wir zuerst Natanz und dann Fordo und dann Isfahan und veröffentlicht. Und einige Monate danach, die Organisationen oder die Behörden, sie haben bestätigt. Das heißt, was wir machen als Veröffentlichung dieser Menschenrechtsverletzungen, diese atomare Rüstung, was wir gemacht haben, die Quelle von, Milizen, Vertretermilizen von dieses Regime im Libanon, im Jemen, in Irak und so weiter und so fort, in Syrien, als Terrorismus, Export zu Terrorismus. Natürlich. Was wir genau gezeigt haben, natürlich hat sehr langsam, aber hat eine sehr wichtige Rolle für Veröffentlichung, was dieses Regime macht. Nicht allein gegen seine Bevölkerung, sondern auch gegen den Frieden in der Welt.
In Und dem, mhm. deswegen, ohne unsere Arbeit, soll ich sehr direkt und einfach sagen, das Welt konnte nicht diese atomare Rüstung, äh, ich meine, als Zeit vorher wissen. Ohne, ohne diese Begründung und Materialien und Beweise, die wir immer gegen diese Truppe von Mullahs im Nahen Osten dokumentiert haben, gezeigt haben, die Welt wusste das nicht. Und deswegen diese Arbeit, was wir daran beschäftigt sind, sehr wichtig ist. Und natürlich, das Regime muss von Iran durch unsere Bevölkerung Ja. beseitigt werden. Sie sind jetzt selbst zum Thema gekommen, das ich auch fragen wollte, nämlich die Frage des Westens, USA und Europa. Es hat Abkommen gegeben, Sanktionen, das wurde wieder geändert, dann wurde es wieder aufgelöst, dann hat es wieder neue Sanktionen gegeben, es wird immer debattiert. Aber im Prinzip hat man auch den Eindruck, dass die Opposition eigentlich vom Westen, Sie haben das auch schon anklingen lassen, ein bisschen enttäuscht ist, dass der Druck zu wenig ist. Also was würden Sie sich vom Westen eigentlich erwarten, dass man die Entwicklung vorantreiben kann und wie man auch die Opposition unterstützen kann, um wirklich da zu einer Wende zu kommen? Gute Frage. Wie ich Ihnen gesagt habe, 40 Jahre Erfahrung zeigen, Appeasementpolitik in einer Seite, aber die andere Seite, militärische Drohungen haben beide versagt. Verhandlungen mit diesem Regime verschaffen ihm nur Zeit. Der Westen darf kein kollaborierendes Regime unterstützen. Er muss die demokratische, organisierte Opposition stärken. Der Nationale Widerstandsrat Iran ist eine echte Alternative mit Rückhalt in der Bevölkerung und international über 4000 Abgeordnete weltweit sowie Dutzende Ex-Staatschefs und Nobelpreisträger unterstützt Mariam Rajavi und ihre 10-Punkte-Plan. Und jetzt ist die Zeit für Klarheit und eindeutige Haltung. Das Westen nie daran sich, wie sagt man, probiert hat und im Gegenteil, die Westen mit dem Wille von Mullahs, sie haben viel gegen die iranische Opposition gemacht haben. Im Jahr 2002 der Name von Volksmujahedin, sie haben in die Terrorliste gebracht. Und Volksmujahedin hat dagegen sich Sie gestellt. meinen, Sie meinen die westlichen Staaten haben das gemacht, Genau, ja. genau, westliche Städte. Und wir haben uns dagegen gestellt bei Gericht in luxemburgische Gericht, und wir haben Sieg bekommen ja, im Jahr 2009. Das heißt, die Geschichte zeigt, dass die Mullahs nicht allein versuchen, im Inland uns zu terrorisieren und bis jetzt ihnen gesagt, 120.000 unsere, wie sagt man, Personen hingerichtet, sondern auch im Ausland versucht zu dämonisieren und Hindernisse bringen für Ja. unsere Arbeit. Aber natürlich, weil wir daran sehr tief überzeugt, wir haben nur einen Feind. Es ist dieses Mullah-Regime. Mhm. Und Und deswegen im jetzt, Ausland haben wir immer durch, wie sagt man, friedliche Wege, durch Demo, Konferenzen, Gericht und so weiter, haben wir unsere Wille gezeigt. Obwohl für uns kostet viel Geld, kostet viel Arbeit, wir konnten nicht unser normales Leben haben, aber wir denken, es ist unsere Aufgabe, damit unserem Land selber befreien. und jetzt vielleicht noch zusammenfassend zur wichtigsten Frage. Was glauben Sie denn konkret? Wie dauert das noch Jahre, bis das Regime zusammenbricht? Kann man das überhaupt nicht sagen? Wie sehen Sie denn die Zukunftsperspektive und unter welchen Bedingungen oder wann glauben Sie, dass Sie selbst auch wieder
in den Iran zurückkommen können, weil genau darum geht es ja, sozusagen ein demokratisches Land zu haben, in dem sie wieder normal und frei leben können. Also wie lange glauben Sie, dauert denn das Ganze alles noch? Jetzt die Frage ist nicht das Regime, ob bleiben kann oder nicht, sondern muss man fragen, wann. Das heißt, jetzt habe ich in meinem kurzen Aussage erzählt, alle, wie sagt man, Situationen Inland und auch Ausland ist sehr kritisch gegen das Regime. Iran hat keine, wie sagt man, Legitimation im Iran, Inland. So viele Aufstände. Sie können nicht jetzt in der Welt finden, ein Land, nur in 7 Jahren so viele große Aufstände, nicht kleine, nur in einer Stadt. Der ganze Iran in eine Seite und in andere Seite, in ganze Region, Iran hat alle seine Kräfte verloren. Iran hat zwei Wege für seine Macht. Einmal Unterdrückung im Inland durch Hinrichtungen und so weiter. Und das zweite Bein war dieser Export zu Terrorismus, diese Milizen. Das Regime hat dieses auch verloren. Deswegen hat so, wie sagt man, aggressiv für atomare Rüstung, weil Ja, es war die einzige Lösung, das noch bleibt bei dieses Regime. Der andere hat verloren. Und deswegen, wir sagen, und ich glaube, es ist klar, dass das Regime ist jetzt in einer sehr, sehr schwachen Lage. Und deswegen die Unterstützung, natürlich, ich sage nicht, und wir wollen auch nicht, eine, wie sagt man, eine Unterstützung von Geld oder militärisch. Wir wollen das nicht. Wir sind selber genug für diesen Widerstand und für die Beseitigung dieses Regimes. Wir sagen nur, unsere legitime Widerstandseinheiten, die jetzt im Iran überall arbeiten, ihre Leben in ihrem Hand, wie sagt man, anerkannt wird, unterstützt wird, moralisch und politisch. Das ist unser Wille. Und dann natürlich das iranische Regime hat diesen Teil von Unterstützung auch verloren. Und natürlich, wir können auch unsere Arbeit im Iran und auch im Ausland, wie sagt man, schnell machen. na gut, aber den Widerstand in verschiedensten Formen, das gibt es ja schon jetzt fast, das klingt ein bisschen hoffnungslos, fast schon 50 Jahre gibt es diesen Widerstand. Daher die Frage, die ich konkret gestellt habe, aber die man vielleicht gar nicht so konkret beantworten kann, ist das eine Perspektive jetzt von Jahren oder kann sozusagen ein Regime auch schnell durch bestimmte Aktionen zusammenbrechen? Also was sind denn jetzt Ihre konkreten Hoffnungen? Sie leben jetzt schon lange im Ausland, es geht Ihnen wahrscheinlich gut, auch in Deutschland, Ja, aber ich nehme an, Sie würden auch gerne einen anderen Iran sehen. Also wann kann man denn das erwarten? wir, Schwierige Frage. ja, wir denken, das Regime ist in der Endezeit. Das heißt, diese Endezeit, man sagt nicht, dass viele Jahre bleibt, sondern es ist sehr nah. Es hängt, weil das Regime versucht nur durch Hinrichtungen, diese Welle von Unzufriedenheit beseitigen. Ist genug nur ein Tag nicht hinrichten, tot machen. Und deswegen unsere Kampagne ist jetzt aktuell, nicht allein dieses Mal, sondern auch seit längerer Zeit ist, aber dieses Jahr ist mehr sich konzentriert, eine Kampagne gegen diese Hinrichtungswelle im Iran überhaupt. Das heißt, wenn alle wirtschaftliche Interesse, alle Beziehungen, die Westen mit dem Iran machen, so gesagt wird, es hängt von dieser Wille.
dass nie Personen im Iran ermordet werden. Dann Sie können sehen, nach einiger Woche, dass dieses Regime beseitigt wird. Nicht durch militärische Intervention von Ausland, sondern von Personen im Land. Ohne das natürlich noch dauert. Na, ich kann mit Ihnen nur gemeinsam hoffen und Ihnen alles Gute wünschen. Ja, vielen Dank. Und vielleicht können wir wieder ein Gespräch führen, wenn Sie dann wieder im Iran sind und von dort aus Ja, kommunizieren und einen freien Iran sehen. ja, warum Die nicht? Hoffnung gibt es immer. Ich möchte Ihnen sagen, wir sind in einem sehr, wie sagt man, besondere Situation, Herr Ja. Schwarz. Wenn ich erzähle, 10 Personen von meiner Familie ermordet wurden, ich bin nicht der Einzige. Viele Menschen, wie ich, im Iran so viele Hoffnung haben. Wenn sie sehen, dass diese Zeitung, dieser Journalist, diese Person es verstanden und versucht etwas machen durch seinen Weg, durch seine Möglichkeit, dann sie können mehr Mut bekommen, vorne gehen. Und deswegen, ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Schwarz, für dieses Interview. Ich bedanke mich auch, es war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Dankeschön. Ja. Alles Gute. Gute. Dankeschön.